zurück zu Generation Zero im Guerilla-Schwierigkeitsgrad und wir machen heute, kann ich da gleich sagen, die letzten Missionen. Ich glaube, da ist noch eine, da ist noch eine, da herum führt uns noch was her. Dann werden wir uns mit den 3 Rivalen auseinandersetzen. Der Rest an Tieren und Ungeheuern und Monstern und Viechern, wie du sie ja immer nennen willst, in diesem Fall Maschinen, und danach geht's hierher. Und sobald wir dann dort sind, werde ich dir das weitere Vorgehen erklären, bevor wir dann in der nächsten Aufnahme weitergehen. Also dann, wie du siehst, die Lage. Dort ist ein wunderschönes Relais-Antennchen abgestellt. Das werden wir gleich mal insoweit angreifen, beziehungsweise einmal ein bisschen. Na. Ja, wenn es so nicht geht, dann müssen wir es so machen. Hast du was? Wir fahren mit härteren Geschützen, ja. Mal schauen, ob das geht. Ich weiß nicht. Bingo. Es geht ja. Irgendwie. Wie heißt heute das Sprichwort? Irgendwie geht's immer. So, wo habe ich? Ich habe... Ah, die Klauke habe ich noch nirgends zugewiesen. Ich habe keinen Platz mehr, wie du siehst. Geht dann dicht aber weg. Wo ist der Tank? Da ist der Tank, dann krümmelt da irgendwo der Harvester umeinander. Und da habe ich noch ein Dings gesehen. Ja. Ja, duckst die Mädel. Mal, wie dumm bist denn du heute? Blub, blub. Ich würde da gar nicht aussehen, weil genau weiß, was auf mich zukommt. Hahaha. Weißt du was? Dann probieren wir es anders. Ich hab Zeit. Ja, den nehmen. Die weiß mir jetzt da dazu. Seit wann sind denn die so komisch? Jetzt da. Wir räuchern es jetzt an nach dem anderen aus. ...203. Da? Dich. Lad bitte nach, dankeschön.
Dankeschön. So. Jetzt haben wir die Relaisantenne. Jetzt haben wir die 3 Hund. Und jetzt sind die 2 bösen Großen dran. Was der auch Kleinvieh macht Mist, gell? Da ist der nächste Hunter, das ist schön. Ein Hunter war einst ein guter Bekannter. Aus! Also weißt du was? Irgendwie werden die Maschinen auch immer langweilig. Super toll, du hast dann einen Baum getötet. Ja, da werden Generationen mit dir keine Freude haben, das sage ich dir halt, wenn du da Bäume tötest. Den Scheiß mache, ich will ein bisschen von der anderen Muni sparen, weißt du? Aha! Au, du bist so toll, mein Söhnchen. Wo ist der Hunter? Bist du deppert? Ah, da kenn ich. Da ist kein jetzt nur der Hunter gewesen. Da geht's so, hä? Ne, komm! Ich höre einen Hunter, aber wo ist er? Erst auf den Schwierigkeitsgrad haben sie nämlich eine spezielle Speziallegierung. Das heißt, es sind noch unverwundbarer wie der Kit. So. Schau dir den Idioten an. Mädchen, das gefreut mich, dass du da schön drüber springst und drüber galoppierst. Bist du deppert. Haha. So. Au.
Auto! So, in Deckung. Wenn es wenigstens... Was, wenn es wenigstens so Heat dran tät. Aber der Tank hat sich nicht gekriegt, gell? Das faule Stück Schimmel. Ja, das ist nicht immer scheiße so. Mädchen, das hast du wieder geil ausgesucht, gell, dass du mit dem Schädel in den Tierstock reinfährst. Du bist so... Na. Also Mädchen, mit dir gewinne ich aber auch keinen Krieg. Ganz wichtig. 2 Steuer abliefern. Naja. Für den Widerstand. So. Toll. Du hast daneben ballert, Mädchen. Ich will den Tank auch gleich herlocken. Ah, jetzt ist er. Jetzt ist er aggro. Wie man es heutzutage so schön sagt. Toll, Mädchen. Du bist die Beste. Du bist die Beste, wirklich. Du bist die Vollblüte meiner Lenden. Oh. Hast du jetzt gesehen, wie sie zurückfahren? Den geilen Ofen. Sag komm her. Die Wauzis kommen auch. Die wollen bei dem Woodstock für Arme auch gleich mitmachen. Ich will einen Panzer. Den Hund erwischt, schaut gut aus, gell? Jetzt da. So, nur den hübschen Tank noch unserer Seiten ziehen. Ah, jetzt wird's des Tages schön. Oh. Wir werden reichlich entlohnt, genau. Meiner eins trampt da, wann der 15. ist und unser Mädchen freut sich, wenn sie Punkte kriegt für eine Kleidung. Toll. So eine Rabattmarkenaktion, weißt du? Wow, Tank, du bist ja so ein Superman, wirklich.
Schau, weißt du was, jetzt reicht's mir. Mehr da. Hö. Wauzi, jetzt hat er letzte Stunde geschlagen. So. Und jetzt holen wir uns irgendwie. Rennt da fest Amok, ha? Du wirst aber lachen. Der Guerilla-Schwierigkeitsgrad macht so richtig Spaß. Aha. Das freut mich fürs Wauzi. Sag mehr. Bam bam. Du kleine, räudige irgendwas, du. Leider kommt dieser Arsch nicht näher. Weißt du was? Wir sparen uns die 8. Da verbrauchen wir zuerst lieber die. Ha ha ha. Einen Platz zuweisen. Zack, brack. So. Black, 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 black. So. Und geht schon. Du brauchst nicht weggehen. Da bin ich. Haha. Puh. Das war ein Volltreffer in des leeren Magens. Was haben wir denn da? Du Bio-Abfallkübel, du. Gut ist. Und dann Krawall auch da. Richtig gehört, wie er seine Waffen aufgeladen hat. Mit Ohrwasch schon.
Wo ist der Hund? Dreck. Na, geht ein bisschen auf die Eier, ha? Ein kleiner 6 Schuss, vielleicht helfen die mehr, ansonsten schauen wir uns noch einen anderen Waffen um, wir haben ja genug. Aber nervös wird, ha? 200 Jahre später. Ja, das kleine Gefraßsack, ja, hörst du. Weißt du, jetzt kannst du mir aber bald am Buckel kratzen. Ja, leg dich gleich das Knie da. Mädel. Alter, wie viel Ver... Ja, das war mal nicht Schiss. Ich glaub, der hat jetzt gesessen. Hä? Aber was gibt denn der für Laute von sich? Ich glaube, jetzt ist er komplett. Alter, bin ich heute schon komplett verblödet? Bissi. Junge, du nervst. Wie hin? Ah na, das war mein Magen.
Jetzt kennt er sich bald gar nicht mehr aus, ha? Du sollst da daneben schießen, Mädchen. Das war wieder mal ein voll. Ja, genau. Dankeschön. Anuslav Klaus. Naja. Wieder ein bisschen was dabei. Da haben wir alles durchsucht, die haben wir alle auseinandergenommen, das passt mir auch. Man hat ja gesehen, was du für eine Verehrung bist. Meine Verehrung hast? Nicht. Haha. Sehr gut. So, da. Hat jetzt so lang nur dauert der. Ich weiß nicht. Dass wir uns darüber im einig sind, gell? Naja. Was haben wir da? Autobatterie nehmen wir mit. So, aber jetzt bleiben wir uns ein bisschen. Textilien brauchen wir, weil ich habe nämlich schon die Dings freigeschalten, die erweiterten Erste-Hilfe-Sets. Also die großen. Radio nehmen wir mit. Björn Tunet ist auf Himfjell. Können wir spülen? Na, ist da noch irgendwas? Nö. Danke. Da wird gerade was gesehen. Dann haben wir verdammt. Wurscht. Wenn ich mich recht entsinne, läuft da auch noch eine Hand da mal dumm. Außer ich habe mich verdammt. Aber warte mal, ich bin gerade mal überlegen. Da ist nämlich noch irgendwo eine Nebenmission, was da scheiß drauf. Der Schergarten ist mir jetzt momentan eigentlich relativ blunzen. Weil jetzt wir einfach nur weiterkommen und dir sagen, wie es weitergeht. In der nächsten Aufnahme. Da ist nichts. Jetzt haben wir nämlich schon genug Zeit vertrödelt. Was haben wir da? Ein Rucksack. Passt. Außer heiße Ohrwascheln wird sie da drin nichts kriegen. Passt, passt, passt. Weg. Oder ist da hinten noch irgendwas?
einmal. Ah, das ist nur so eine komische Bunker-Attrappe, irgendwas. Na wurscht, schauen wir trotzdem vorbei. Wie gesagt, ich würde es aus dem Schergarten aussehen. Gleich weiter ins Ackerland und dann zeige ich dir, wie es weitergeht. So, lad nach, Mädchen, dankeschön. Achso, das war nur der Schatz. Oder haben sie da irgendwas da? Na. Na. Das ist einfach nur so rein zur Gaudi da, ne? Hätte ich gesagt. Tun kannst da nichts, machen kannst da nichts, erreichen tust da nichts. Nö, weiter geht's. So, la 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 la. Und für normal sollten wir hier jetzt auf die letzte Spur von der Anita treffen. Weil wie wir schon gehört haben, das Militär hat's ja. Das Militär, das Schwedische hat's ja da, hat ja da einen Kontakt verloren zu ihr. Und dann haben wir sie noch da irgendwo gehört, die Anita. Irgendwo haben wir sie noch gehört. Ich weiß aber nicht mehr wo. Und da war die letzte Spur von ihr. Log. Da, gemeinsam stark. Du hast eine Funkaufzeichnung gefunden, der es zufolge es noch andere Überlebende der Invasion gab. Sie scheinen in einem Unterschlupf in der Nähe des Landungsstecks bei Düviks Ude untergekommen zu sein. Vermutlich irgendwo am Strand, nicht weit weg von der Kirche von Saltholmen. If you hear this out there, know that you're not alone. There are more of us. We're holed up in a safe house at a farm near Duvik's Udde Pier for now. It's easy to barricade. We have a few guns and some food, but not much. Maybe it's isolated enough so those things won't find us right away. We're not sticking around long, though. We're looking for a way out of here by boat. Join us there. Strength in numbers. Roland, Anita, Doris, Gösta, Björn and Stina. Genau. Und die Moral von der Geschichte? Auch wenn sie mir einfällt, sage ich es nicht. Gut, jetzt haben wir das auch geklärt. So, wir steigen jetzt schnell mal um auf dich. Schauen, haben wir da andere Munition. Weil da erwarten uns nämlich auch ein paar Hündchen. Wuff, wuff, wow, wow. Und ja, ciao, ciao.
ganz schlau von mir. Das war's. Oh. Da ist ja noch irgendwo ein Geräusch. Ja. Spätestens dann, wenn es Bumm auf der Frisur macht, wissen wir, was war. Einmal, zweimal. Ah. Ein Mölber. Na gut, die können wir wenigstens zerstören. Also nein. Ich weiß schon wieder, wo der Hund ist. Der ist ja im Gebäude drinnen. Liegt da noch sonst noch irgendwas am dumm? Das Buch nehmen wir gleich in die Hand. Genug Platz noch. Warte, ich mach zuerst den Hund. So, da ist nix. Ich weiß halt gar nicht, ob man da in das Haus überhaupt reinkommt. Ui, normal schon. Aber da ist zugesperrt. Wurscht. Warte mal. Geht der zu B-Punkt? Na. Mich juckt die Nase. Mich juckt die Nase. Was ist da herinnen? Ein Medikit auf dem Boden. Naja, ich mein, ab und zu weißt, wenn ich so ein Gebäude sehe und sehe, wie simpel eingerichtet, würde ich sagen, ja, ja, für die Pension, das war schon was Richtiges. Meinen Lebensabend in der Einsamkeit verbringen. Also ehrlich gesagt, in der Pension, so ein kleines Gebäude, da eine kleine Scheune, wo du ein bisschen was machen kannst vielleicht. Im Sommer da baden gehen, wenn die Temperaturen stimmen. Da gemütlich hucken, die Landschaft genießen. Ach, das war schön.
jedenfalls nichts. Passt, ich will das Buch lesen. Keine Zeit, aber Buch lesen. Wo war's denn jetzt da? Z. Tagebuch einer Überlebenden. Das Tagebuch enthält nur einen Eintrag. Anita Sjögren, Beobachtungen. Ich war nie eine gefühlsduselige Tagebuchschreiberin, aber Zeiten wie diese lassen wohl niemanden kalt. Selbst Roland hat es geschafft, eine dieser fliegenden Maschinen auszuschalten. Das Üben mit den Dosen war also nicht umsonst. Björn hat versprochen, dass er vor Sonnenuntergang mit seinem Boot wieder am Pier sein würde. Er ist heute Morgen los. Ich weiß nicht, ob das ein gutes oder schlechtes Zeichen ist. Persönliche Anmerkungen. Niedrig halten, in hohem Gras laufen, immer nach Deckung suchen, offene Gebiete meiden, keine Geräusche machen, nicht rennen, wenn sie in der Nähe sind. Am besten nur nachts unterwegs sein. Weitere Beobachtungen morgen. Das war die letzte Spur von Anita. Wenn du Himfjell gespielt hast, also Alpine Unrest, dann weißt du, wo du Anita findest. Weißt du was, den will man ja gar nicht holen. Sollte sich da noch irgendwas ergeben, zwecks Nebenmission, würde ich privat machen. Wir laufen jetzt eigentlich schnurstracks. Ja, weißt du was? Wir werden das anders machen. Achso, ich habe... Okay, komm, dann leck mich an den Arsch. Oder? Weißt du was? I'm not fully happy unless I'm riding my trusty bike. They're silent too. So, I think the machines couldn't hear me when I was trying to escape. Ja, das freut mich für dich, Therese, wenn du deine Fluchtversuche unternehmen konntest. Unser Eins ist ja nur unfreiwillig in diesen ganzen Schlamassel geraten, ne? Unser Eins nimmt alles hin. Unser Eins sagt nicht na, sagt nicht ja. Warte mal. Da wäre nie fertig. Was mich doch nicht. Und nein, ich habe jetzt keinen Bock auf diesen Rivalen. Ich will weiterkommen. Ich will. Mhm. Was will ich? Ja, genau das. Ich will weiterkommen. Wir werden da ein bisschen mehr Holz mitnehmen. Lalalala. Unser Mädchen. Mhm. Der wandernde Flohzirkus. Komm her da. Wurscht. Spiel. Ah ja, da können wir ein bisschen was mitnehmen. Wir werden es brauchen.
Nur, es gibt eine Sache, die habe ich noch nicht herausgefunden. Vielleicht warst das du, wenn du das siehst. Und wenn nicht, kann ich nichts machen. Und zwar, schau her, ich sag dir jetzt was und wahrscheinlich bin ich jetzt blöd dafür. Hier gibt's was, wo ich nicht weiß, wo ich das finde. Und zwar genau da. Aber wahrscheinlich wird da eh nichts drinnen sein. Komm ich da rein, aber ich glaube, da hast du einen Schlüssel braucht, ne? Kannst mir du vielleicht verraten, wo ich da den Schlüssel finde? Aber ich nehme mal an, dass der Schlüssel irgendwo in militärischen Händen sein wird. Danke, Spiel. Ja, ich weiß, ich muss mir eine neue Maus kaufen. Aber komisch, bei Fallout 4 habe ich das Problem nicht, das habe ich nur da. Na gut, mittlerweile ist Generation Zero sehr eigen. Ist da nirgendwo? Normalerweise laufen mir da auch Hunde um und um. Esö Tungan Außenposten. Keine Ahnung. Okay. Dann looten wir da schnell alles. Ich weiß, da oben ist auch noch was, das mache ich aber privat. So. Das ist ein komisches Dude. Wenn man da mal so eine Brennstoffzelle aufnimmt. Warum? Ich frag gleich gar nicht mehr. So da. Heute hakelt's wieder besonders. Ist egal.
So, da. Und jetzt zum goldenen Abschluss. Abschluss. Ah, da ist das Moped. Da ist das Moped, genau. So, warte mal, wir fangen gleich an zu zerstören und dann erklärt er, wie es später weitergeht. BZW in der nächsten Aufnahme. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Passt. Brauchen wir dabei nicht. Da brauche ich 10 Stück. Weg. 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 Da haben wir mal die Hälfte weg. Die 2 Radios da mal weg. Da brauche ich einen. Passt. Die Autobatterie kommt weg. Die 3. Was das da mal eine. Na. So, schau her. Da haben wir einer. Da haben wir weiter einer. Da haben wir 6 weg. Das gehalten wir uns, das gehalten wir uns. Passt. Dann wollte ich eigentlich noch ein paar Waffen zerstören, die wir nicht brauchen. Perfekt. Den Raketenwerfer lassen wir da. Oder das Granatgewehr. Je nachdem, wie du es auch immer nennen willst. Haben wir nochmal 5 Raketen. Da, die 270er da mal weg, das da mal weg. Das da mal weg, da und da mal. Vollmantel, die 70 gehalten wir uns. Dafür, da mal war die 110 weg, die braucht keiner, das braucht keiner mehr. Die Möller da mal weg. Uninteressant. Das da mal weg, das haben wir dann sonst alles beiseiten ein bisschen, je nachdem, je nachdem. Das da mal weg. Und die brauchen wir dabei auch nicht, eigentlich. Na, die halten wir uns. So, alles was wir jetzt nicht unbedingt brauchen, hauen wir gleich da weg. Weg, 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 weg. Die halten wir uns, die halten wir uns, die halten wir uns. Das da mal weg. Das da mal weg. Und die Zähne da mal dabei. Da in die Plünderer dazu. Also wie du siehst, ich gebe gerade ein bisschen Gas. So. Naja. Das passt, mehr brauchen wir eigentlich ja nicht. Da sind wir fertig, da haben wir alles draußen, da ist alles weg, die eine. Aber uns fehlt 9 mm. 9 mm Faustfeuerwaffe, da panzerbrechend. I wie Ida und E wie irgendwas. Perfekt. Warte mal. Wir haben ja einen Fertigkeitenpunkt. Jawohl, 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 jawohl. Plus 20% mehr Schaden machen, bitte, danke. Das wäre knieweich. So, bitteschön. Und als nächstes gehen wir es dann da zwei, drei Sachen an und dann machen wir da weiter. Da habe ich nämlich auch eine Idee. Und dann habe ich gesagt, warte mal kurz, ich möchte. Danke, Spiel. Da haben wir genug.
Da haben wir genug. Eieiei, da fehlt uns ein Haufen. Eieiei, da fehlt uns viel Schaß mit an. Okay. Und zwar, das wird jetzt so ausschauen. Eigentlich, im letzten Durchlauf habe ich es nämlich so gemacht. Das ist aber schöne Mistarbeit. Zuerst bin ich alle 7 oder die restlichen Dings abklappert. Die restlichen Bunker. Das ist der Schrott. Bin ich alles angelaufen. Dieses Mal müssen wir das aber ein bisschen anders machen. Gibt nämlich ein kleines Problem. Was dir das Spiel nicht verrät, die Geschichte. Warte mal. Ich weiß nicht, am geschicktesten. Na, rein theoretisch müsste man es so ablaufen, die Geschichte. Ich habe jetzt nämlich zwei Probleme. Machen wir es so, in der nächsten Aufnahme verrate ich dir dann, wie wir vorgehen. Ich muss mir das einmal schnell zusammensuchen. Weil, nämlich, die eigentliche Grundgeschichte beginnt in der Südküstenregion. Nur ist hier eine Mission BZW. Es gibt da eine Kleinigkeit, ich glaube da oder da. Ich glaube eher, warte mal, wo ist jetzt der Unterschlupf? Da gibt es einen Flughafen. Da. Ich glaube, da ist der Flughafen. Oder dieser Unterschlupf. Da musst du, wenn du dann da runter gehst, ist nämlich da ein Konvoi und der verbirgt eine Nachricht, die eigentlich nicht unwichtig ist, sage ich mal. Das große Problem vom zeitlichen Ablauf her ist diese Mission richtig. Wir werden es aber anders gestalten. Wir werden das Pferd von hinten säumen. Jetzt weiß es, wie wir es machen. Wir werden jetzt einmal den Kampf aufnehmen. Wir werden uns da durcharbeiten. Da durcharbeiten. Und gehen nach Celebi. In Celebi, beziehungsweise wir schauen, wo der Minken. Na, Kasseberg, da ist Minken. Wir werden das anders machen. Wir werden uns jetzt einmal in Richtung Minken bewegen. Werden die Missionen freischalten. Den dazugehörigen Feldzugsplan. Ich komme schon komplett durcheinander da mit den Scheiß, weil keine Ordnung und nichts herrscht. Ne? Also alles ein riesengroßes Chaos und das Puzzle musst du mal zusammenfügen. Aber du wirst es sehen im Laufe des Let's Plays, was es für Arbeit ist. Also, in der nächsten Aufnahme, von da an der Küste entlang rüber, in Richtung Minken. Ich glaube, das ist Minken. Pläne, Log, Kommandobunker. Genau. Es ist in der richtigen Reihenfolge. Schau, es ist ja die Reihenfolge. Ich bin ein Trottel. Das fällt mir jetzt erst auf. Minken ist der nächste Bunker. Dort in Minken schalten wir den Dings frei. Den Feldzugsplan. Schauen uns die Missionen durch. Die Südküstenregion, da
ist ein Zeig von der Geschichte, da ist ein Teil von der Geschichte, der Maß, ja, wurscht. Minken und den Minken erklärt er dann mehr, so machen wir es, genau. Wenn nämlich da herunten